Also, guten Morgen miteinander. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich mir für den heutigen Vlog eine weniger schöne Begleitung ausgesucht. Nein, wir machen eine ganz coole Wanderung, und zwar eine 2-Tages-Wanderung hier im Alpstein. Was ist genau unsere Route? Unsere Route ist über den Scheffler zum Sentis und wenn wir es noch schaffen, zum Rotsteinpass an einem Tag. Ja, ihr seht, wir haben etwas vor, darum jetzt haben wir gerade noch schnell das erste Sandwich gegessen. Jetzt noch die Schuhe noch mal richtig binden und ja, dann geht's los. Geissenpeter. Not bad. Das wäre hier hinten unsere Route. Das heisst, da irgendwann da unten geht der Weg durch. Alles durch. Irgendwann hinten kommt der Sentis. Aber wir wissen noch nicht wirklich, ob wir durchkommen. Es hat wahrscheinlich noch Schnee hier oben. Wir haben zwar unsere Stöcke hier, um ein bisschen Gleichgewicht zu haben, falls wir irgendein Schneefeld queren müssten. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe null Erfahrung mit dem. Pascal hat das schon mal gemacht. Ja, ich war schon 2-3 Mal. Ja, und ja, wir schauen. Also wir werden nichts riskieren. Wenn es dann nicht geht, dann kehren wir halt wieder um. Aber ja, das Ziel wäre schon raufzukommen, oder? Cinematic Drohnenshots in 3, 2, 1. Schon nicht ganz ohne da. Der Weg hier geht ziemlich nah an der Felswand und am Abgrund entlang. Gut, dann ist es am gar noch nicht gesagt, der Pascal hat eigentlich Höhenangst, gell? Ein bisschen. Ja. Aber ein paar Mal so Wege laufen, kriegt man es eigentlich weg. Also ich bin da noch nie so gelaufen. Ich bin froh, dass ich da Stöcke dabei. Das erste Mal, als ich mit Wanderstöcken unterwegs bin. Man fühlt sich halt schon gerade ein bisschen sicherer. So, wir haben den ersten richtigen Pass erklommen. Und der Minimalist mag nicht mehr. Ja, genau. Die Wanderung ist nicht so minimalistisch. Ja, das schwerste Stück steht uns eigentlich noch bevor. Weil wenn wir auf den Sentis rauf wollen, dann müssen wir so eine Treppe nehmen. Die hat so einen geilen Namen. Himmelstreppe, ja? Himmelsleiter. Himmelsleiter, okay. Ja. Und die geht, glaube ich, ziemlich geächt darauf. Ja, wenn wir dann gleich ein bisschen Bammel haben, gäbe es noch die Alternativen rundherum. Aber wir gehen mal schauen, ob das etwas ist. So, wir verschwinden langsam im Nebel. Endlich! Dort oben ist er. Der gute Sentis. Wie lange haben wir noch? Ich glaube, eine Stunde, schaffen wir. Ja.
Kaputt. Völlig fertig. Sieht so nah aus. Aber jetzt merken wir auch langsam die Höhe. Die Höhe und Schnee. Schnee ist auch sehr anstrengend zum Laufen. Es braucht extrem Konzentration. Du brauchst die Hände, du brauchst Beine, Füße, alles muss stimmen. Du hast Koordinationstraining. Ja. Und Kondition. Kondition vor allem. Gefährlich ist wirklich da, wir sind da aber drüber geklettert und da beim Schnee und da eins ausrutscht. Der Land ist einfach schön irgendwann dort unten. Ich will schon langsam etwas vom Berg steigen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob da hinten die Treppe schon anfängt oder ob das erst ein bisschen der Vorgeschmack ist auf das, was noch kommt. Ich schaue mal die Aussicht an. Hinten sieht man noch den Seealpsee. Das ist wirklich auch ganz schön. Ich bin schon mal unten gestanden und habe dann raufgeschaut und gedacht, ja, irgendwann sollte ich es rauf schaffen. Und jetzt haben wir es dann geschafft. Also, wie ihr hinter mir seht, steht das wirklich nur noch das letzte kleine Teilstück bevor. Das härteste hier hinten. Das ist eine Treppe, die in Felsen gehauen ist, wo wir jetzt darauf gehen. Ich hoffe, es klappt, vor allem mit dem Pascal seiner Höhenangst. Ja, das schaffen wir schon. Viel Glück! Schon eine Pause machen. Es geht eigentlich noch, es ist mega gut gesichert hier. Und alles hier überall so Töckeln, auf einer Seite Seile. Ja, kann nicht viel passieren. Aber ich merke einfach, dass ich mir die Höhe nicht gewöhnt bin. Fuck ey. Puls auf irgendwie, ich weiss nicht was. So, zusammenreissen, raufgehen und denkst dann irgendwann ist 4 Uhr. We did it! Oder wie es bei Edelweiss heisst, been there, done that. Clevi. Und ab im Bunker. Doch noch nicht fertig geklettert. Jetzt haben wir eigentlich noch ein richtiges Zückerli vor uns, alles hier am Grat entlang. Bis dort hinten irgendwann auf den Rotsteinpass. Und dort haben wir jetzt gerade reserviert, die wartet das feinste Nacht auf euch. Ich meine, die Himmelstreppe war schon genug schön. Was ist denn das da vorne? Das ist der Liesegrad. Geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind bis zum Rotsteinpass. Und wie fühlst du dich? Wirklich genial, aber kaputt. Ja, ich auch. Also, mit den letzten Sonnenstrahlen beenden wir hier jetzt den Vlog. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar, gebt einen Daumen hoch und vergesst dann nicht zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss zusammen! Übrigens, wenn es euch Wunder genommen hat, was der Pascal Schöns von unserem Ausflug mit heimgebracht hat, er hat auch ein Video gemacht, aber nicht einfach nur einen Vlog. Er erzählt uns auch, was das Wandern in den Bergen einem lehren kann und was man von dem mitnehmen kann fürs tägliche Leben. Viel Spass!